Ja, Mann! Ist die schnell? Nee, ist sie nicht. Ah, ist die langsam. Raus da. Tür zu, Tür zu. Mach zu. Richtig. Nein, mach zu. Ist scheißegal. Hau mit dem Hammer drauf. Mach die Finger weg. Finger weg. Kann ich nicht leiden. Schau dir ins Auge. Bin wieder in der Schule? Da hinten. Das ist das Schminkzimmer. Das Schminkzimmer. Ich komme jetzt runter in die Kanalisation, in diesen blöden Raum von Dingensbummens. Vom Crane. Nee. Hä? Nee, hier bin ich ganz woanders. Eine Rose. Würde auch duften, wenn sie verpixelt wäre. Die Rose, die ich in meinem Spind gefunden habe. Handy. Haha, bin ich gut, hä? So, lass mal gucken. My mom is totally cool with you sleeping over tonight. We'll meet at my place. Once my mom leaves for work, we can sneak into the library. Right. Yeah. Sounds like a plan. You sure we can't just do the seance at your house? No, it has to be at school. Warum muss es denn in Yeah, der I get a Schule feeling it's sein? close to the spirit world. Ach so, okay. Maybe because there was a tragedy there. You don't sound too confident. Don't worry, we'll figure it out. See you tonight. Oh, muss sie denn so... Ja, ich komme mir jetzt so dumm vor, das zu tun. Ja! Ich wollte gerade sagen, muss sie denn so... Ach so. Ich dachte, wieso guckt die so? Muss sie denn... Also, warum lässt sie so den Larry raushängen, weißt du? Was willst du denn darstellen? Sie muss nicht cool vor Vivian sein, so. Einfaches Schloss. Ja, dann nehme ich mal den Dieterich. 3 und 2. Okay, dann machen wir den mal hoch. Pass auf, dann machen wir so hoch. Okay. Pass auf, kann ich das auch so machen? Und den da nur halb hoch? Ah. Okay, der muss hier hin. Und da oben müssen 2 sein. Und noch ein Stück höher einfach. Na komm. Und da unten... Moment, fehlt da jetzt auch noch einer? So, jetzt hat. Okay. Das ist der Überwachungsfernseher. Zone 1. Das ist mein Bett. Das ist mein Schlafzimmer. Eine Videoübertragung aus meinem Kinderzimmer. Zone 2. Irgendein Telefon. Ach, Uhrzeiger sind da. Okay, an dem Telefon. Sie befinden sich neben einem Telefon und ich kann die Telefonnummer gerade noch erkennen. 555. Nein, 8989. Okay, muss ich mir merken, wird nicht hinhauen. Zone 4. Videoübertragung von meinem Schließfach in der Schule. Zone 3. Rauschen. 8989, gell? Ja. Hier erstmal umgucken. Was ist das für ein riesiger Stuhl? Also das könnte vom Bademeisterstuhl sein. Nee, das ist doch die Couch, die auf der Bühne stand. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hingehe. Und Toiletten. Ich laufe hier einfach mal ein bisschen hin und her, ne? Nicht, dass ich irgendwie einen Plan oder so hätte, aber... Also so eine Karte wäre schon ziemlich krass jetzt hier. Also okay. Das ist quasi ein Rundgang. Ja, bin ich jetzt eben da nach rechts gegangen? Kann man da auch nach links gehen? Nein. Gut, dann hätten wir hier, glaube ich, so alles
irgendwie abgesucht. Ja, ja. Auch ein bisschen gucken. Ist diese... Hä? Wieso haben die hier Zeugs also das sind doch die Toiletten, oder nicht? Bully Free Zone. Gesundheit, lieber Hausgeist. Ich hier jetzt? Ich blicke hier ehrlich gesagt gar nicht so wirklich durch. Wahrscheinlich gibt es hier überall was zu finden und ich übersehe viel. Ah, ja. Ein Klavier, ein Klavier. Oh, Computer. Ich mich hier noch ein bisschen... Ich muss doch hier, also... Okay. Zumindest mal... Kann man sich vielleicht am Rauschen orientieren? Oder? Oh ja, da rauscht's. Ach, guck mal. Die Zeiger. Die Zeiger. Uhrzeiger, jawohl. Hello? Ist das Vivian? War die hier? Amy! Do you really think I date you, Viv? I know about that sad, sappy letter you wrote me. You don't even have the guts to say it to my face. No. No way. I know this isn't you, Amy. Just go Blaues home, Mädchen. Viv. I'm happy here. So happy. I'll save you, no matter what. Even if you do hate me. Gutes Mädchen. I'm so sorry I dragged you into this. Okay, ich muss hier... Aber das Telefon hat doch 8989, also ich kann da gar nichts machen. Naja, ich brauche ja auch kein Telefon. Ich dachte, da könntest du durchgehen. Ich brauche ja auch kein Telefon. Echt jetzt. Ich hab diese Zeiger. Das muss ich natürlich wieder zurückfinden. Hä? Da ist gerade wer gerannt, oder? Was, Pittiplatsch? Da ist der Projektor. Der Overhead. War da was? Nee. Der Overhead-Projektor vom ersten Kapitel. Da bin ich vorhin durchgegangen. Okay, Da ist es Vivian. Vivian, warte doch mal. Vivian. Echt jetzt? Wo ist sie denn hin? Ah, guck mal, da sind immer noch die Zeiger, die sind da, die habe ich ja gar, die habe ich doch mitgenommen, habe ich die doch. Ach, das ist die Rose. Braucht man nicht. Ich zuckel jetzt mal hier die Treppe hoch. Geh da rein. Und bin im Zimmer von mir. Ja. Gut, dann müsste Vaters Zimmer daneben sein. Dann kann ich mir jetzt... Genau. Pittiplatsch ist nicht hier. Dann kann ich mir jetzt hier die Zeiger... Also ich kann die Zeiger da dran machen. Ja, ich weiß, dass die fehlen. Deshalb habe ich sie ja mitgebracht. Es ist 3. Und nicht 1. Wieso schlägt das nur einmal? Du nimmst die Amy-Puppe. Oh, June ruft an.
Hallo? Hello? Hallo? Amy? Hi, this is Erica. Okay. Look, I didn't know how else to reach you. There's been an accident. And look, you and your mom need to come right away. I'm so sorry. Wieso hat die das Telefon von Jun? Okay. Ah! Hau ab! Geh weg! Ich kann dich nicht leiden! Echt jetzt? Oh, das war gemein. Ah, das auch. Ah, aua, ist egal. Ich muss hier weg. Alter. Was soll das? Das ist Juns Zimmer. Ich muss da runter. So, okay. Love Lost, Love, was? Ich weiß nicht. Amy-Puppe. Achso, eine kleine Puppe, die aussieht wie ich, ist Chrissy-Puppe. Eine kleine Puppe eines Mädchens. Sieht aus, als wäre auf der Unterseite etwas eingraviert. Was denn? Der Name Chrissy. Also Love Lost dürfte Chrissy sein. Und jemand, die ihre Liebe gefunden hat, das bin ja ich. Amy. Und Chrissy hat ja Raoul verloren. Junge, wo sind wir denn hier? In Blue Prince oder was? Okay. Da liegen gleich ein paar Stäbchen. Ja, Räucherstäbchen, das ist schon mal gut. Okay. Ja, aber wieso steht denn die? Also das war nicht cool, direkt da vor der Tür zu stehen von Petit Platsch da. Das meine ich. Man hört sie ja, wenn sie läuft, aber wenn sie halt steht, hörst sie halt nicht. So, wir sind jetzt auf dem Dachboden, richtig? Da bin ich hochgekommen? Ja, okay. Ach, du blöder Handy! My mom is totally cool with you sleeping over tonight. Das weiß ich doch. Ach so, ja, falsch. So. Papa? Amy, bitte antworte auf meine Anrufe. Es tut mir so leid wegen Jun. Ich weiß, wie nah ihr standet. Was ist mit ihm? Oh, ernsthaft. Es ist das gleiche Sternsymbol wie an der Eingangstür. Überall am Sarg sind Ketten. Ich kann ihn von dieser Seite aus nicht öffnen. Ja, geht auf die andere Seite. Ah, okay. Einfaches Schloss. Was machen wir da gerade? Also ich weiß schon, was wir gerade machen. Doch gut, oder? Ist doch gut. Ich verstehe gerade das Problem nicht.
Achso, die müssen hier sein. Die müssen... Okay, der muss auf jeden Fall nach oben, ja? Den kannst du... Und den da kriegt man auch noch so hin. Ah, nee, kriegt man nicht. Also der muss da sein. Das gehört so, sagt er. So, okay. Alles klar. Zweites Schloss. Einfaches Schloss. So einfach ist das nimmer hier. Uah. Warte mal, das muss hier sein. Und das da muss da oben hin. Okay, das war einfach. Okay, ich stelle die Frage nochmal. Was machen wir hier? You don't need to see that again. What? Ist das June. Raoul? Nee, June. It's really you. I've missed you so much. Me too. But you can't stay. You need to leave before it's too late. What? No! I can't leave. I finally get to see you and... Don't you want to see me too? Amy. You know this thing is messing with your head. You've got to get out of here. I would love that. But you can't let this thing keep you, Amy. Time's up. You need to hurry. It's not fair. I miss you. I'm so sorry, June, for everything. I'm sorry too. Now get out of here. Take this and go. Run out that front door and don't look back. Du nimmst das Sternmedaillon. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich wirklich rennen muss. Ich muss rennen. Pitti Platsch kommt. Wo soll ich denn hin? Wie kommt... Geh weg! Geh weg! Ich renne ja schon so schnell ich kann. Das geht nicht schneller. Komm ich hier überhaupt? Ja, ist das nee. Mach die Geplatsche hinter mir. Was ist denn hier los? Da bin ich schon nicht hergekommen, oder? Doch. Ja, Mann! Ist die schnell? Nee, ist sie nicht. Ah, ist die langsam. Raus da. Tür zu, Tür zu. Mach zu. Richtig. Nein, mach zu. Ist scheißegal. Hau mit dem Hammer drauf. Mach die Finger weg. Finger weg. Kann ich nicht leiden. Schau dir ins Auge. Okay, wir müssen uns beeilen, glaube ich. Ja, das hört sich nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Was ist da draußen los? Hä? Das ist Vivian, als ich eingesperrt war da. Okay. Sternsymbol. Haben wir. Verwenden. Da ist er.
Viv! Amy, are you okay? I don't know. Is this all real? Are you really here? It's me. I'm really here, Amy. I'll get you out of this cage and we can go. Where are we? Haben wir es geschafft? It's the library. We're back? I can't believe it. Amy, are you okay? Do you remember what happened? It's all a jumble. I can't tell what was real and what wasn't. I just remember being so scared. I don't know what that thing we saw was, but... Thank you for coming after me. I don't think I would have made it out of there without you. Amy, I was so scared too. Scared I'd never see you again. Scared I wouldn't be able to tell you. All night I've been wanting to share something with you. I even wrote it all down because I was afraid to say it, but... I'm done being afraid. Amy, I like you. You know, in that way. Oh, Viv. I'm so sorry about tonight. I only did all of this to try to impress you. Because, well, I feel the same way. But you're the one who's impressive. Even more than I already knew. Now let's get the hell out of here. No. Wie, nein. I mean, yeah. Ach so, ja, let's go, doch. but no, don't say it like that. Ja. Okay. Ich komm. Can we avoid anything spooky from now on? Ja, bitte. Habe ich auch keinen Bock mehr drauf. I mean, definitely no more spirit reports. But it was a scary movie, okay? It depends. How scary. Auf jeden Fall nicht Actually, Dark Water. Ja. I've got one more thing I want to do before we go. Okay, don't take too long. I'll go put away the spirit board while you're busy. Ja, also, sie guckt nach, was da wirklich passiert ist. Wer wissen will, was er gerade macht, letzte Folge von Kapitel 1. Okay, dann legen wir mal das Brett hier weg. Habe ich schon mal sowas von keinen Bock mehr drauf. Ich kann das Hexenbrett hier zurückstellen. Nee, kann ich nicht, weil ich es vergessen habe. Das ist natürlich jetzt halt schlecht. Hätte ich das mitnehmen sollen? Ja gut, dann hole ich es schnell. Das ist ja einfach nur da hinten hinlatschen. Und dann nach links. Das ist aber blöde. Ich hätte mich rumdrehen müssen und es mitnehmen sollen. Das war natürlich wirklich doof. Naja, die Kerzen sollte ich auch mitnehmen. Das ist auch eine gute Idee. So, du nimmst das Hexenbrett. Soll das wieder in die Vitrine stellen? Ja, bin ja schon dabei. Die Kerzen würde ich halt auch mitnehmen. Also, ja, die wissen ja nicht, dass es von uns ist. Hoffe ich, dass hier keine Kameras sind. Aber, es sieht schon komisch aus, wenn da Kerzen in der Bücherei stehen, sag ich mal. Okay. Gut. So, halt, nein. Erst drin Stelle. So, jetzt hat. Untersuch's nochmal. Ich will sowas nie wieder benutzen. Gute Idee. Sehr gute Idee. Und zack. Zu damit. Was? A lot of explaining to do? Was ist jetzt los? Let's go, Vivian. You sure you're the only one here? Yeah. It's just me.
once the principal gets here, you can explain to us exactly why you're here in the middle of the night. Gosh, I really don't understand. You're normally such a good kid. Okay, ich muss zu Vivian gehen. Die ist erwischt worden, die Lehrerin war also da. Okay. Ich dachte, das Spiel wäre jetzt zu Ende. Jetzt muss ich sie noch retten. Also, ist ja jetzt nichts Übernatürliches, immerhin, aber... Wie mache ich das jetzt? Soll ich draußen warten, bis sie abgeholt wurde oder was? Oder bis sie von der Mutter wahrscheinlich abgeholt? Oh, da kriegt sie Stress mit ihrer Mutter. Oh weh. Nicht gut. Da war die Kamera, gell? Da oben, ja. Wo sind sie hin? Hier haben wir mein Handy her. Principal's Office. Das ist da... Ich darf mich natürlich nicht sehen lassen, sonst wissen die ja auch, dass ich hier war. Ja? Rede ich wieder andersrum. So. Das Principal-Ding müsste ganz vorne jetzt rechts sein. Sieht mich nicht, oder? So. Da, oder? Nee. Ich tippe auf da. Auch nicht? Wo ist die blöde Tür? Wo ist die blöde Tür? Wo war denn die? Hä? Okay, ich muss dieses blöde... Da war doch Principal, so irgendwie hieß das doch. Oder muss ich noch weiter rausgehen? Ich glaube, ich muss noch weiter rausgehen. Das kann sein. So, guck mal, ich kann auch einfach hier entlang gehen. Da sieht er mich überhaupt nicht. Haha. Ich glaube, ich muss noch weiter rausgehen. Ja, ich muss noch durch die Tür gehen, glaube ich. Ja, Mann. So, jetzt aber daneben raus. Da. Ja, aber wie kann ich denn Ihnen jetzt helfen? Ich meine, ich kann sie jetzt nicht einfach rauslocken und die vergisst dann. Oder ich kann zumindest sagen, dass es meine Schuld ist. Ich will sich jemand... Moment. Fakultätsschlüsselkarte, um die Tür zu öffnen. Kann ich nicht? Es geht ja nicht. Fakultätsschlüsselkarte. Was hier? Ah, da, guck. Da ist irgendwas. Hinweis für Fakultätsmitarbeiter. Darauf steht: Achtung Lehrkräfte, bitte bewahren Sie Ihre Schlüsselkarten im Schließfach auf, bevor Sie nach Hause gehen. Wir wollen nicht, dass Sie erneut in die Hände von Schülern gelangen. Schließfach. Büro von Direktor Lee. Ich wette, die Lehrerin würde hierher kommen, wenn ich das Telefon klingeln lassen würde. Ah, das ist das Schließfach. Kann ich das öffnen? Einfaches Schloss. Her mit. Das ist ein einfaches Schloss. So. Okay, ich nehme mal die da. Da steht auch noch was. Fakultätsnummer.
E1, E2, E3, E4, E5. Moment. Das ist welcher Raum? Steht das da irgendwo? Keine Ahnung, ich kann ja mal reingehen. Ich habe eine Fakultätsschlüsselkarte. Okay. Moment, oh, was ist denn hier für eines? Schülerakten. Ich wünschte, ich hätte die Zeit dazu. Ich wette, ich könnte die Lehrerin hierher locken, wenn ich dieses Telefon zum Klingeln bringen könnte. Auf dem Etikett steht Durchwahl E4. Okay. Moment. Ah. Also, ja, das ist ja logisch, ne? E4. Ich hab da, ne? So. Schlüsselkarte haben wir mitgenommen, ja. Jetzt pass auf. Jetzt müssen wir kurz gucken. E4 brauche ich. 6677. Jetzt pass auf. Die kommt dann dahin und geht da rein. Das heißt, ich muss mich irgendwo... Also da gehe ich jetzt... Ich guck mal rein. Die sieht mich doch, oder? Die Lehrerin bewacht Vivian. Ich muss einen Weg finden, sie da rauszuholen. Keine Sorge, Vivian. Ich werde einen Weg... Ja, aber selbst wenn sie jetzt da rauskommt, ja? Soll ich... Das hat doch gar keinen Sinn. Wenn ich sie jetzt anrufe von meinem Handy aus, die 555-6677 oder was es war, hab's schon wieder vergessen, und mich dann hier hinten dran verstecke, das wäre jetzt mein Plan gewesen, ja? Dann geht sie da hin, macht da auf, geht ans Telefon, haha, keiner da. Ich renn rein, hol Vivian raus und wir rennen weg in die Freiheit. Die ist ja nicht doof. Die weiß doch, dass Vivian da drin war. Also das ist Quatsch. Ich gehe rein und sag, hier, ich war's. Ich habe sie dazu verleitet, ich bin ein böses Mädchen. Ich möchte nicht im Büro sein, wenn die Lehrerin da drin ist. Okay, es geht nicht anders. Dann müssen wir das halt so machen, ja? Pass auf, dann machen wir das genauso. Ich verstecke mich hier. So. Nehmen wir ein Handy. That might be Principal Lee. You stay here until I get back. Ich muss warten, bis sie drin ist. Kann sie mich ja sehen. Tür auf. Tür zu, jetzt schnell. Vivian! Komm! We gotta go, auf. quick! Ich weiß noch nicht, wohin. Let's move. Whoa, not this way. Da nicht hin. Das ist Inspektor Lee oder wie er heißt. Schuldirektor Lee. Ah, jetzt aber. Hier ist das schnell. Ja, aber was soll denn das? Was ist denn das für eine dumme Idee, Mädels? Das ist eine richtig dumme... Just keep running. Das ist eine richtig dumme Idee. Sorry. Aber das ist wirklich eine dumme Idee. Was soll das? Was denkt ihr, was jetzt passiert? Mädels, denkt nach! Was soll das? Sunnyside Post. Sunnyside High School wegen Ermittlungen geschlossen. Von Christa Castro. 20. März, 16:17 Uhr. Die Sunnyside High School in Sunnyside, NA steht für Nordamerika, stürzte ins Chaos, nachdem ein Schüler eine Verschwörung aufgedeckt hatte, in die Schulrat Moore verwickelt war, was zur abrupten Schließung der Schule führte. 20 Jahre nach einem Schulbrand wird die Gemeinde immer noch von der Tragödie heimgesucht. Nun tauchen Enthüllungen auf, dass die Lehrerschaft unangenehme Details des Vorfalls vorenthalten hat. Aha. Hat ja Vivian herausgefunden, weil sie in diesem Aktenschrank danach geguckt hat, ne? Dank des unermüdlichen Strebens der Schülerin Vivian Singh nach Gerechtigkeit haben diese Enthüllungen jedoch zur schockierenden Schließung der Sunnyside High School geführt, was die Gemeinde erschüttert hat.
Die Versuche von Schulrat Moore, die Wahrheit zu verbergen, schaden dem Ruf der Schule noch mehr. Die Schüler, das Personal und die Gemeinde insgesamt müssen sich mit den Folgen des Skandals auseinandersetzen und verlangen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Sehr gut. Übrigens hier, gesunde Hamburger. Neue Forschungsergebnisse zeigen die gesundheitlichen Vorteile täglichen Burgeressens. Übrigens, mysteriöser Nebel trifft Toluca Lake. Silent Hill 2. Schön. Okay. So cool. They say your name and everything. Ja, aber echt, ey. You're such a hero, Vivian. Im Moment. Ist das mein I can't Computer? tell if you're being sarcastic sometimes. I do feel pretty cool, though. Hm. Okay, was ist das da? Das ist mein Bruder und ich, das weiß ich. Lass mal ein bisschen umgucken hier. Oh, was ist das da für ein Buch? Einige Bücher, die Vivian mir empfohlen hat, die waren im Spind. Das waren die knutschenden Vampire, The gell? fantasy one was kind of awesome. Oh my gosh, yes! There's 5 more in the series. Can't wait for you to catch up. So, kann man irgendwie noch was angucken? Nee, nicht wirklich? Okay. So. They rise at dusk. Was ist denn? Oh, ist das Ex-Japan? Also ernsthaft jetzt. Was sind das da oben alles für Sachen? Wo bin ich denn hier? Ah. Es scheint mein Zimmer zu sein. Oder spielt sie auch? Ich lege mal ein bisschen lässige Musik aus, ja? Auf, nicht aus. So. Hier, Knöpfchen. Ja. Das ist der Film, den ich für uns ausgesucht habe. Du nimmst den Gruselfilm. Ooh, this one's great. It's a slasher movie, but it's not just blood and guts and stuff. Mhm. I mean, well, yeah, it's got lots of blood and guts and stuff. But there's this whole body swap thing that happens with the killer. Spoilers? Yeah, I'm explaining it bad anyway. Ja, You're okay. gonna have a lot of fun. Bestimmt, bestimmt. So, lass mal hier umgucken. Das ist schon sehr... Ja, Juns Gitarre. Mein Bass hat schon bessere Tage gesehen. Ja, die Gitarre von Jun auch. Ich liebe dieses Ding. Verständlich. Was macht Spaß? Und mal kurz hier. Das sieht sehr interessant aus. Keine Ahnung. Kikis Sushi-Service. Ich weiß nicht, irgendwie. Was steht da? National Park. Ja, gut. Was ist das? Slash oder was? Ne, Slash spielt kein Bass. Bin ich mir relativ sicher. Alles klar, Mädchen. Okay, ich komme. Warte, pass auf. Das da könnte eine Xbox sein. Xbox One, oder? Das ist eine PlayStation 4. So, das ist ein DVD-Player. Oder Blu-ray-Player. Eins von beiden, so. Ja, dann machen wir die Klappe auf. Ja, also, der hat aber auch schon mal bessere Tage gesehen. Ich kann einen Disc-Videoplayer, also ein Gruselfilm, den Vivian und ich uns ansehen wollen. Zeig mal her. Ich hoffe, er gefällt Vivian. Ja. Scheint eine Blu-ray zu sein. Ist blau. Rein damit. Man kann auch einfach an die Klappe drücken, You're geht's da such a auch zu. wimp. I'm already scared. Ja, kein Problem. Oh, don't worry, Yeah. Viv. If you actually get Freaky Friday, I'll keep you safe. Okay? No. Don't even joke about that. Jetzt setz dich nebendran, nimm sie in den Arm. Und dann geht das schon. Dann kann man da auch einen Gruselfilm überstehen. Pro-Tipp von mir übrigens. Wenn euch der Gruselfilm zu gruselig ist, den er mit der Freundin oder dem Freund oder was weiß ich, oder Mann oder Frau guckt, ne? Einfach leicht hinten dran setzen, ne? Dann sehen sie nicht, wenn du Angst hast. Spitzentipp, ihr werdet es mir danken. Oh, did you want to borrow Professor Puzzle? Professor I think you'd Puzzle. really like it. I'd love to play it. That cover looks so cute. Ist das Professor Layton I für die can't believe you didn't play PS4 oder games was? growing up. Yeah, not at home, but my cousins had a few we'd play sometimes. Well, if any of these games look fun, feel free to borrow them. Okay. Und das hier ist noch eins. Was ist das da? Meine Spielkonsolen. Noch mehr? Junge! Sind da Spielkonsolen in der Schublade? Ja, okay. Guti.
So, komm. Ja, ich platz mich mal neben dich, okay? Let's do this. Ja, nu? Ja, drück. Erich. Drück den You Knopf. okay? Yeah, it's just. Ach, sie ist so froh. I'm really glad to be Siehste? here with you. Ja, gut. Kann man ruhig mal I'm sagen. really Das ist voll glad super. too. Ja, und ich auch. Okay? Now let's get Ich spooked. wollte gerade sagen, jetzt wird gegruselt hier. Are you ready? Nope. Perfect. Okay. Ja, genau. So, jetzt Yeah. leicht hinter sie setzen. Ohne Scheiß. Das ist die beste Idee, die man machen kann. Da sieht man nicht. Das ist, ne? Also das Erschrecken schon, aber dann sagst du, mich hat was in der Nase gekitzelt oder so. Aber das ist super. Vor allen Dingen bei Gruselfilmen über Waisenkinder. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Das Schlimmste, was es gibt. Da sitze ich quasi 10 Meter hinter meiner Freundin, damit sie nichts mitkriegt. Weiß nicht, ob mir das schon aufgefallen ist. So, was ist denn hier eigentlich los? Das wurde doch von 2 Leuten gemacht, nur das Spiel. Wieso sind da so viele Leute drin? Ach so, das ist Blumhaus. So. Also, was ich über dieses Spiel weiß, ist, dass es von 2 Leuten gemacht wurde. Aber dieses Blumhaus, die machen, glaube ich, Horrorfilme oder so eigentlich. Und die machen jetzt auch Spiele. Und ich glaube, dass das, was wir unter Chapter 1 verstehen, das war das schon fertig oder so gut wie fertig oder so irgendwie? Und dann kam Blumhaus rein und hat gesagt, hier, ich gebe euch ein bisschen Geld, dann könnt ihr noch was dranhängen, so irgendwie. Ein zusätzlicher Dank geht an alle Freunde, Familienmitglieder und Fans, die uns beim Testen, Babysitten und anderweitig unterstützt haben. Und an Blumhaus Games, die unserem kleinen Spiel eine Chance gegeben haben. Schön. Jetzt sind wir durch. Also Mann, ey, jetzt ich bin doch hier der Abspannlaberer. Okay, uneingeschränkte Empfehlung für ein bisschen Cozy Grusel, wie ich es ja immer nenne, ist schon in Ordnung. Also nicht in Ordnung, es ist richtig gut. Es muss nicht immer ein Silent Hill sein, wo dir die ganze Zeit die Nackenhaare hochstehen und du einfach nur Angst hast. Von Resident Evil rede ich nicht. Resident Evil, da kommen ein paar Schockmomente und dann ist es... Das ist dumm. Ich mag halt Silent Hill, dieses Grusel deutlich mehr als dieses Horror-Blutgedämmer-Gedönse, ja? So. Aber da ist das super, weil, ja, es hat so ein bisschen gruselig halt, so, ne? Aber nicht zu sehr. Wobei, Kapitel 2, also dieses blöde Handy, echt jetzt, diese Schreckmomente vom Handy, das gehört verboten. Ich bin hier ein alter Mann. Ja, ich bin ein alter Mann und ich gehöre ins Bett, okay? Danke fürs Zugucken. Tschüss.